weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feathered road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin, but you acting young, and you hella grown. Also ich muss von Glück eigentlich reden. Ich bin gestern, Mittwoch, bin ich nochmal an die Berufsschule gegangen. Ich glaube, ich habe letzte Woche auch von denen erzählt, von diesen 14, 15 jungen Burschen, wo ich so ein bisschen Geschichte von Eigengrau erzählen darf. Und letzte Woche am Mittwoch war schon Gopfentelli sich hure heiß gsi. Ja. Und ich dachte ja, so das erste Mal muss ich ein bisschen so. Habe ich gerade bei der letzten Präsentation an der Hochschule auch die Rückmeldung bekommen, weil bei uns in der Gruppe hat eine mit kurzen Hosen präsentiert. Und das ist dann nachher in der Bewertung negativ empfunden worden. Aha. Hat Abzug Nein, gegeben. wirklich? Weil einer von meiner Gruppe mit kurzen Hosen präsentieren gekommen ist. Kurze Hosenproblem. Genau. Der perfekte Titel für die Folge. Und dann so kurze Hosen. Und letzte Woche habe ich gedacht, ja, musst ein bisschen seriös und diesen Leuten ein bisschen nicht zeigen, wo der Bartli den Most holt. Aber einfach bei 30 Grad plus bin ich mit der langen Hose dort an meine alte Berufsschule gegangen. Und letzte Woche habe ich dann eben den ehemaligen Lehrer, der jetzt Kollege ist, habe ich dann gefragt, hey, du Markus, es ist eigentlich hure heiß. Und da an der Wand oben hängen 2 fucking Klimageräte. Wo ist die scheiß Fernbedienung? Kann man das nicht einschalten? Und nachher hat er dann gesagt, ja, weisst, die Schulleitung und man hat kein Geld und der Kanton und Strom und weiss nicht was. Und nachher, letzte Woche, 15 Nasen, alle am Verrecken in diesem scheiß Zimmer rein. Aber jetzt diese Woche, lustigerweise, ist die Klimaanlage gelaufen. Und es war 16 Grad in diesem Raum drin. Ja gut, also ich meine, wenn du in dieser Woche nicht die Klimaanlage eingestellt hast, dann kannst du sie eigentlich auch wieder ausbauen lassen. Weil, also, wenn du sie jetzt nicht brauchst, wann willst du sie dann brauchen? Also. Aber also es ist gerade lustig, weil genau so eine Klimaanlage habe ich sonst noch ein lustiges Geschichtchen zum Erzählen. Und zwar bin ich aus nicht weiter erklärbaren Gründen an dieser Stelle einmal in Rumänien gsi. Und Hättest du lieber erklärt. und dort, wir sind glaube ich 2 Wochen sind wir dort gsi. In Iași heisst das. Das ist ziemlich im Osten von Rumänien, gerade an der moldawischen Grenze. Und meine Grosseltern waren dabei, Papi und so. Also die ganze Family war dort in Rumänien, in diesem Iași. Und danach sind wir dort, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich alles wie erzähle, aber wir waren dort in einem Dorflädeli und neben dem Dorflädeli hat es noch Dorfdiskothek gegeben. Und um sich das auch ein bisschen bildlich vorzustellen, also Iași ist eigentlich eine ziemlich grosse Stadt, ich weiss nicht mehr wie viele Einwohner, aber ist eigentlich recht modern. Sobald du aber ins Auto hockst und 10 Minuten ein bisschen aus der Hauptcity rausgehst, siehst du mehr Kutschen als Autos. Ah, krass, gerade so. Das ist Stand heute. Krass. Ja, und das Dörfli, das war etwa eine halbe Stunde außerhalb der Stadt. Noch kurz über die Kutschen müssen wir reden. Aha. Also die haben kein Geld und darum haben sie kein Auto? Oder wie kann ich das verstehen? Also ich kann ja vorbesc numai puțin românesc. Oh shit, wow. Ich kann nur ein bisschen Rumänisch reden. Aber wieso, dass die dort mit den Kutschen noch rumcruisen, keine Ahnung. Aber es wird schon dran
liegen, weil die zu wenig Geld haben. Also, weil bei uns, wenn du jemanden mit einer Kutsche rumfahren siehst, dann ist das, weil er viel Geld hat oder weil er etwas zum Feiern hat. Und wenn du sagst, jetzt sind alle mit Kutsche rumfahren, dann hat das aber einen ganz anderen Beigeschmack. Und die wirklich, wenn du kein Cash hast, dann ist, wenn du einen Hof hast, ist eine Kutsche immer noch das Beste. Ist so. Zum Zeugs transportieren. Ist so, ja. Und lustigerweise eben in diesem Dorfladen, dort hast du keine ganze Zigarettenpäckchen posten. Dort hast du einzelne Zigaretten zum Beispiel gepostet. Was? Und dort hast du das Geld, das du heute verdient hast, halt direkt in Zigaretten, einzelne investiert. Krass, Alter, einzelne Zigaretten. Einzelne Zigaretten. Und dort hat es alles. Also zum Beispiel das Bier ist auch in PET-Flaschen. Weil Aluminium und so ist halt einfach teurer als Plastik und so. Und dann kauft man sich dort so eine riesige PET-Flasche Bier. Ganz komisch, ganz Alter. weird, also ja. Ganz komisch Ganz komisch, ja. Aber ja. Und zu den Kutschen dort auch noch, wir sind meistens mit einem Taxi hin und her transportiert worden. Und dann hat es auch, ist es nicht so lässig, aber es ist halt dort normal, halt, wenn du mit Kutschen noch unterwegs bist. Weil dein Ross, das kann auch einfach mal den Geist aufgeben. Dein 1 PS kann dann zu 0 PS mal werden. Und per Zufall sind wir eben genau mit dem Taxi so vorbeigefahren, wo ein Ross einfach gestorben ist. Und dort, die Kutsche ist einfach so mitten auf der Straße irgendwie so komisch und das Ross am Boden. Und nein, ich weiss nicht genau, ob die in dem Moment noch der Metzger. Ich weiss, ja. Ja. Ja, also es ist wirklich andere Verhältnisse. Ja. Andere Verhältnisse, aber die Geschichte mit dem Klimagerät. Aber neben dem Dorfladen hat es noch Dorfdisco gegeben. Und die Disco, das ist ein 15 Quadratmeter grosses Räumchen, wo einfach ein paar so eingeschweisste Sixpack Coca-Cola am Boden gestanden sind. Das war Dorfdisco. Und dann hat es auch geheißen, ja, es ist hure heiß und dort ist es fucking noch viel heißer als bei uns. Sie hatten eine Klimaanlage und die hat nicht funktioniert. Und der Kollege und ich halt eher so technisch und der Kollege so ein bisschen strommässig, sind dann das hinter dem Haus anschauen und vor dem Haus. Und ich hatte noch so ein spezielles Handy gehabt. Ein HTC One hat das geheissen. Und das hat so einen RF, einen Infrarotsender, wie bei den Fernsehbedienungen hat der so einen Sender im Handy drin selber gehabt. Und danach haben wir das scheiß Klimagerät zum Laufen gebracht. Oh, wie geil. Zumindest in der Pampa aussen haben wir etwas geflickt mit nichts. Alter, wie geil. Also es ist wirklich so eine kleine Hero-Story. Aha. Und dann ist dann die Klimaanlage so 15 Minuten gelaufen. Es ist hure kalt danach nicht rein geworden. Und dann eine halbe Stunde später sind wir noch mal reinschauen. Dann ist sie nicht mehr gelaufen. Haben wir dann auch gefragt, ja, ist noch mal kaputt gegangen, müssen wir noch mal schauen und so. Aber es hat dann geheißen, nein, wir haben kein Geld mehr für den Strom. Sie haben uns den Strom abgestellt. Scheiße. Ja. Wow. Aber geil, wenn ihr dort einfach so Klimaanlage flicken. Ja. Ohne irgendwie etwas Vorwissen oder irgendwas. Überhaupt nicht, nein. Einfach Klimaanlage geredet. Ja, Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt und dann haben sie uns auf die Kutsche gepackt und durchs Dorf gefahren. Nein, das nicht. Zum Klimaanlage flicken. Das nicht, nein. Aber es ist effektiv, dort gehst du mit der Kutsche halt posten, oder? Ja. Das ist noch the way how it works. Ja, voll. Krass, Alter. Ja, lustige Story. Lustig, ja. Und dann würde ich sagen, damit begrüßen wir euch ganz herzlich zum heutigen Pfuschcast. Es ist ein bisschen ein spätes Intro heute, aber... 9 Minuten geht klar. Habe ich jetzt schon 9 Minuten geschnurrt? Ja, die Aufnahme läuft 9 Minuten, also Aha, etwa. ja, plus minus. Plus minus. Crazy. 8 steht für 2x4 und 4 steht für Lifestyle, also Double Lifestyle. Kennst du das nicht? 4 Nein, steht für Lifestyle. Kenn ich nicht, nein. Ja, das sagt man so. 4 steht für Lifestyle und 8 steht für Double Lifestyle. Oder irgendwie so 2 steht für einen halben Lifestyle. Völlig dämlich. Höre ich jetzt Wenn man zum den ersten Insider Mal, nicht ja. kennt, ja voll. Ja. Wer sagt das? YouTube Deutschland ist das. 4 steht für Lifestyle. Okay. Voll. Keine Ahnung wieso.
Ja, aber ich habe da an dieser Stelle schon ziemlich viel von mir gerade ein bisschen ausgeholt. Aber dann möchte ich diese Woche mal die absolut obligate Frage stellen. André, wie geht es dir? Oh, ich habe da noch nicht abgestellt. Es tönt noch. Mir geht es geschmelzig, ja. Ich fühle mich wie so ein Käse im Öffeli, wo so schon so ein bisschen verlaufen ist. Nicht so, dass man nähen kann, aber so, dass er auch nicht noch fest ist. So fühle ich mich. Und ja, so steige ich sehr gut. Mega viel zu tun diese Woche. Wie irgendwie jetzt die Sommerferien fertig, alles wieder da. Haben wir ja letzte Woche auch gesagt, es fängt wieder an und genau so ist es jetzt auch. Es ist wirklich krass geil. Ich habe Freude am Arbeiten. Diese Woche können viel fotografieren und auch filmen können und vielleicht morgen nochmal filmen, das steht noch in den Sternen. Also ja. Ja, wir warten noch drauf. Aber so viele Sterne bis morgen gibt es aber gar nicht Nein, mehr. das ist wirklich so. Aber wir sind ja spontan. Ja, wäre auf jeden Fall etwas Cooles mit Schauspielern und so. Und auf die warten wir jetzt in dem Sinne auch noch. Wie es halt ist. Auf irgendetwas wartest du einfach immer bei so Sachen, wenn es Abklärungen gibt. Ja, aber tipptopp, muss ich sagen. Wirklich lässig. Ja, ein bisschen geschlaucht bin ich schon. So, Wetter schlaucht mich, aber ja, ist jetzt auch gut, wenn es nochmal ein bisschen heiß ist und dann freut man sich mehr auf den Winter dann. Zuerst auf den Herbst. Ja, voll, aber ich meine, im Herbst ist es dann auch nochmal warm und so, habe ich das Gefühl. Aber wenn es dann Winter ist, es ist so schnell wieder Winter und dann ist es wieder schön. Also, wenn es ein bisschen schön Wetter gibt und nicht mehr so heiß, ja. Sag nichts. Ja, und sonst aber läuft eigentlich gar nicht so viel bei mir. Wirklich eigentlich nur gearbeitet diese Woche. Ich müssen alle arbeiten. Kennst du das Video noch? Nein, irgendwie nicht, aber einfach so. Das war irgendwie auch so 2012 oder 2014 oder so in der Oberstufe. Also in der Oberstufe hat es immer geheißen, das ist ein Transe, der das Video gemacht hat. Aber keine Ahnung, ob das richtig ist. Und eben, ich müssen alle arbeiten. Ich brauche Akkugerät, irgendwie so. Richtig komischer Mensch. Alter, das hat mich gerade erinnert an die alten Fälle, wo es noch das Schweizer Fernsehen gegeben hat. So wie Richterin Barbara Salisch. Einfach im Schweizer. Also, hat es das bei uns mal gegeben? Ja, mit dem Bombensplitter. Ja. Und so. Willst du mein Pfädchen haben? Ja, genau, willst du meine Fötterchen haben? Was bist du für eine hohe Banane? Ja, genau. Oh Mann, Alter. Ich bin im Krieg. Ich schwöre, Bombensplitter, alles habe ich erlebt. Nein, genau so, das hat mich jetzt so das Zeugs erinnert. Ja. Das wäre doch auch mal wieder etwas. Stell dir vor, du würdest im Jahr 2023 wieder so eine richtige Schweizer Trash-Sendung machen, wo irgendwie wie die Amis so Vaterschaftstest oder so machen lassen. So etwas. Und dann richtig aufbauen, um nachher zu sagen, du bist nicht der Vater. Haha, haha. Einfach komplett moralisch verwerflich, aber genau so laufen die Serien. Hat er nicht... Jeffrey hat der, glaube ich, gehabt. Es ist im Amerikanischen, wo eben so du bist der Vater, nein, du bist nicht der Vater und so. Früher, das mag ich mich auch noch erinnern, das ist, glaube ich, auf Pro 7 ab dem 11 Uhr am Abend oder so gelaufen. Talk hat das, glaube ich, Okay. Talk. Aha. Und dort sind immer so Zusammenschnitte von diesen amerikanischen Richtersendungen und eben, du bist der Vater, du bist nicht der Vater und so gelaufen. Und das war verdammt unterhaltsam. Also es ist mega crazy eigentlich. Aber bei uns kannst du so etwas halt nicht bringen. Wir haben einen anderen Bezug zu Film und Fernsehen. Das finde ich auch, das ist mir das letzte Mal aufgefallen, als ich einmal irgendwo in der Schweiz so eine Talentshow irgendwie... wie hat das also nicht das Supertalent oder The Voice of Switzerland. Ich meinte, es war The Voice of Switzerland, wo irgendwie der DJ Bobo und also das Supertalent hat es auch gegeben? Gibt's, oder hat es gegeben? Oder gibt es immer gibt's noch? Nicht mehr. Gibt es nicht mehr, gell? Gibt's nicht mehr, aber es war auch mit dem DJ Bobo in der Jury und so. Ich glaube, du meinst Supertalent. Ja. Ich habe das gemeint, es ist auf The Voice. Das war unsere Schweizer Version von Dieter Bohlen.
Nein, Supertalent gibt es ja auch in Amerika. Oh nein, das ist DSDS, stimmt. Die DSDS, genau. Und Voice of Germany ist der erste gewesen. Nachher hat es Voice of British gegeben. Ich glaube, Voice of America gibt es mittlerweile auch. Aber es gibt ja eigentlich fast nicht, dass deutsche Sendungen von Amerikanern übernommen werden. Das hat es genau bei einer gegeben, und die kennen wir alle. Aktenzeichen XY. Das gibt es jetzt nämlich auch überall auf der Welt, und das sind die Deutschen die ersten gewesen. Das ist aber auch eine der bekanntesten und erfolgreichsten Serien, die das deutsche Fernsehen so je gegeben hat, und gibt es ja immer noch. Also läuft immer noch. Und vielleicht Wetten, das mit dem Thomas Gottschalk. Ja, voll. Aber Wetten, das ist ja auch nicht etwas Neues gewesen. Ja. Das haben sie auch eher so genommen. Also ich glaube, ich kenne jetzt kein Ding, aber das ist ja einfach eine Show, wo es darum eben, du wettest etwas. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon gegeben hat. So. Das weiß ich jetzt nicht, aber das ist ja auch so gewesen, das ist, wenn Wetten, das am Samstag irgendwie im Fernsehen gekommen ist, dort hat es irgendwie 20 Millionen Zuschauer oder so gehabt. Ja, die haben wirklich mal geschwind. Alle, die Fernsehen geschaut haben an diesem Abend, haben Wetten, das geschaut. Das ist wirklich krass, wie das zusammengebracht hat. Also ich habe gerade von Aktenzeichen XY gibt es jetzt eben einen Podcast. Auch mit dem Rudi Zerner, das ist der Moderator von XY. Früher hat es ja noch einen anderen gemacht, der das dann auch auf die Beine gestellt hat. Ich weiß gerade aber nicht mehr, wie der heisst. Oder ist das der Rudi... Nein, der Rudi Zerner auf jeden Fall. Die haben einen guten Podcast, wo halt wirklich die zwei erzählen eigentlich nichts von den Fällen, sondern nur die Ermittler selber, die an diesen Fällen gearbeitet haben. Und der ist so zum Empfehlen. Und dort haben sie eben über das geredet, dass sie zum Teil früher in den Fällen, wenn sie Appell an Täter hatten, dann haben die auch so 10 Millionen Zuschauer gehabt. Und dann haben sie einfach... Eigentlich jeder Fall, natürlich, den es dort behandelt, war früher mal in einer Sendung und hat dann auch durch die Sendung eine Aufklärung stattgefunden. Und das ist brutal. Also die haben, bei einem Fall haben sie mal also wirklich immer so 1000 Hinweise innerhalb von 2 Stunden, und von diesen 1000 war einer der richtige gewesen. Und weißt du, so Geschichten, mega, mega interessant. Und aufgebaut von dem, also komme ich jetzt zum anderen, wegen crazy Fernsehshows, habe ich letztens ein unglaublich geiles Video gesehen, glaube vom Ulti oder vom er heißt Jules. Der Jules, Jules kennst du wahrscheinlich auch. Ja, der ist doch mal bei Monk. Aha, nein, du meinst einen anderen Jules. Aber der heißt auch Jules. Ja, der heißt Jules. Aber der Jules jetzt, das ist ein YouTuber von Deutschland, und der macht mit Abstand gerade die besten Videos von allen eigentlich. Also der bringt jeden Monat oder so ein Video raus oder alle 2 Wochen, wo er irgendein Thema aufarbeitet, komplett auch historisch, aber in unserem Jugendslang, in unserer Jugendart, und wirklich stabile Videos. Und der hat ein Video darüber gemacht, über die Fernsehsendung. Und zwar war das eine Fernsehsendung in Deutschland in den 70er Jahren, ich glaube 2 oder 73 oder so, wo meine Eltern auf die Welt gekommen sind. Und hat es irgendwie geheißen, «The Last Game» oder «Das letzte Spiel», irgendwie so. Und dann haben die ausgefragt, und zwar haben sich 3 Leute auf eine Täterrolle bewerben und einen auf einen Gesuchten. Und der Inhalt der Show ist, 3 Mörder müssen eine Woche lang den anderen jagen, und wenn sie ihn umbringen, dann verliert er, ist er tot. Und also wenn er wirklich tot? Und wenn er es schafft, gewinnt er 1 Million Mark. Das war das Ding. Und also wirklich Spiel um Leben und Tod. Da haben sich ganz viele beworben. Hat man dann auch ein Opfer gefunden und Täter. Und hat die interviewt, hat die Show gemacht, und dann ist eine Woche lang sind die begleitet worden, Täter und auch das Opfer. Und dann ist es aber so, das Finale findet in der Show selber statt, und zwar haben sie quer durchs Studio durch einen Kanal aufgebaut, wo am Schluss das Opfer nochmal durchrennen muss, und wenn es dort durchschafft, wo nachher nochmal alle schiessen auf ihn, und wenn es dort durchschafft, hat er gewonnen. Was? Und dann wird er anmoderiert und säckelt dort durchs Ding und so. Und es hat immer so Löcher in dem Ding. Und dort muss er natürlich an den Löchern vorbei, weil sonst schiessen sie dort durch. Genau. Und dann beim letzten Loch geht er zusammen, bricht an den Boden zusammen und das. Und dann steht der Moderator an und löst die ganze Geschichte auf. Es war alles ein Fake. Es ist nie um Leben und Tod gegangen und das. Und so. Sondern es war von Anfang an gestellt.
von diesen 3 Mördern, der eine ist der Schauspieler, der nachher später den alten Mann bei Honig im Kopf gespielt hat. Der Didi Halford. Ja, genau so heisst er. Ja, irgendwie so etwas. Ja, genau. Der hat auch einen von diesen Mördern gespielt damals. Und es war ein soziales Experiment, weil es haben sich auf die Rolle der Täter 200'000 Leute beworben. Was? Es haben sich auf die Opferrolle ganz viele Leute beworben. Es haben alle Leute ernst gemeint und mitgemacht. Und niemand hat etwas gesagt, Kollege. Die haben das einfach durchgezogen. Klar, es ist ein bisschen das Gerede und so. Aber die haben das einfach durchgezogen. Und die Öffentlichkeit hat geglaubt, dass das so ist. Und das ist nicht so lange her. Und dann habe ich mir auch gedacht, das müssten wir heute auch wieder mal machen. Das würde, glaube ich, die Leute wieder aufwecken in gewissen Bereichen. Ja. Also, wenn jetzt irgendein Fernsehtyp zulässt, macht das, wette, dass ihr euer Goal für die Karriere seid. Wenn ihr diese Aktion durchbringt und so etwas macht, dann sind ihr nachher bekannt und werden fix irgendwo einen Job haben, weil jeder will so eine Idee haben. Aber ja, ich habe es ganz krass gefunden. Und ich habe es jetzt auch darum so erzählen, dass man es nicht gerade checkt, weil sonst ist es nicht so eine spannende Geschichte. Aber Digga, ich habe es heftig gefunden. Weißt du, dass sich so viele Leute bewerben für das? Rüdiger, du bringst mich noch ins Grab. Zum Morden haben sie sich beworben. Und weißt du, in so Interviews so, macht sie nicht nichts aus, das zu töten? Und die Schauspieler dann auch so, ja, nein, eigentlich nicht. Ich habe mir die Frage zwar noch nie so richtig im Leben gestellt, aber jetzt, wo ich vor die Frage angestellt worden bin und das Preisgeld vor meinen Augen gesehen habe, habe ich mir doch zweimal müssen. Also, krank. Es ist wirklich krank. Und eben, ich weiss nicht mehr, wie es heisst. Das heisst, glaube ich, eben nicht das letzte Game oder so. Aber wenn man nach dem sucht, findet man es 100%. Es ist schon spannend. Also, ja, und aber eben, was so eine Show, Medien und alles, was wir Menschen mitmachen. Und ja, ich has. Aber eben so abwägig ist die Idee vom Didi eigentlich gar nicht, weil er hat das Kolosseum, früher so Rom, Gladiatoren, die sich auch gegen Tiere oder gegeneinander abgemetzelt haben. Das ist wie einfach in unser Jahrtausend aufgeklopft. Irgendwie ein Katz-und-Maus-Spiel und am Schluss Last Man Standing. Ja, da haben wir doch schon mal darüber geredet, dass Sportarten diese Sachen abgelöst haben. Ich weiss aber nicht, ob das im Ich glaube, das war mal privat. Ist es privat? Ich habe gemeint. Aber da könnte man es eigentlich mal geschwind sagen, aber das ist ja die Theorie, die spannende, dass der Mensch sich ja eigentlich vom reinen Wollen unterhalten werden nicht verändert hat, sondern eher um mehr Unterhaltung braucht. Aber wir sich bei der Unterhaltung von dem Misshandeln und also nicht versklaven, sondern halt ja, eben irgendwelche Leute blutrünstig genau um Leben und Tod kämpfen lassen. Das hat man ausgehebelt und hat das nicht mehr, aber man hat es dafür in den Filmen und eben in den Sportarten, wo dann die Kriege oder halt die Kämpfe zwischen den Menschen können durchgeführt werden. Und wenn man das den Menschen wegnehmen, dann wäre das Bedürfnis auch wieder viel grösser, um das irgendwo sonst zu holen. Und das finde ich eine spannende Theorie, gerade wenn man eben wieder so eine Sendung. Ja, es ist schon so. Und so blöd, wie es jetzt tönt, aber wenn die Schweiz gegen Deutschland Fußball spielt, dann sind die Schweizer für die Schweizer und die Deutschen für die Deutschen und die schicken ihre 11 in den Krieg. Und dann geht es darum, wer ist schneller, agiler, kräftiger, irgendetwas. Und vor ein paar hundert Jahren hat man sich dann einfach abgemetzelt. So mit Schwert oder was auch immer. Yeah. Und heute haben wir einfach eben das Blutrünstige in einen Sport verpackt. Das Krasseste ist noch eine rote Karte, wenn du einen Grätschen hinein machst. Oder der Sidan Kopfball in den Bauch hinein. Oder so. oder der Ibrahimovic, der ja jetzt aufgehört hat, der ist einfach krank geil. Ja. Videos, wenn er einfach einmal toucht auf dem Feld und dann fliegt. Und dann die Hände aufhebt. Und das ist ja eigentlich eine hure gute, positive Entwicklung, dass wir von dem Auge um Auge, Zahn um Zahn das so weiterentwickeln haben können, dass wir da die Unterschiede, die genetisch, Entwicklung, keine Ahnung was, einfach vorhanden sind, das so können wie sagt man dem? Sich messen. Es geht eben nicht um das Zeug, das angeboren ist, sondern um das, was du dir trainierst.
oder die Kraft, die du dir antrainierst. Im Krieg ist es die Stärke von deiner Seite und im Sport ist es die Stärke von dir selber. Also weniger also es geht ja nicht darum, dass wirklich die einen, die dort auf die Welt gekommen sind, sich gegen die kämpfen, die dort auf die Welt gekommen sind, um herauszufinden, sind die oder die von dort besser. Sondern es geht darum, wer hat mehr trainiert. Es ist ja eher das der Ansatz beim Sport. Und das ist ja das, was es eben genau von dem anderen abtrennt. Ja. Es geht nicht ums blanke Überleben oder ums blanke Gewinnen von einer Seite, sondern du hast eigentlich den Anreiz, dass jeder könnte gewinnen, wenn er viel dafür macht. Oder? Also, Ja, voll. darum haben wir ja eine Champions League, wo es um Geld geht, wo sich ein Barcelona kann alle besten Spieler zusammenkaufen kann. Oder Katar, wo momentan alle Fußballclubs übernimmt. Und so. Die haben letztens den Neymar versucht loszuwerden. Die haben den Neymar gekauft. PSG, oder? Genau, Frankreich. jetzt ja nicht mehr. Also ist er noch, aber sie haben ihn gekauft. Kataris haben ihn gekauft, genau. Also PSG gehört ja schon irgendwie den Kataris oder den Ja, Saudis. auf jeden Fall haben sie den jetzt versucht, irgendwo zu versorgen, aber Bayern hat ihn nicht wollen, Tottenham hat ihn nicht wollen. Alle finden, ja, Digga, wir können den nicht zahlen. Ja. So, ja, irgendwie so. Also, da bin ich kein Experte, aber das ist noch witzig. Aber eben dort haben wir das Geld. Da geht es um die dicksten Eier im Geld, blöd gesagt. Und beim anderen, wirklich so Weltmeisterschaft und so, musst du den Pass haben. Das ist die erste Voraussetzung. Und dann musst du der Beste sein. Und die Leute, die Doppelbürger sind, haben ja lange noch auswählen. Ich weiß aber gar Ich glaube, heute immer noch. ob das noch so ist. Ja, Mama. ich glaube auch, aber ich bin mir nicht sicher. Also, es gibt ja Länder, zum Beispiel Japan, weiss ich, die haben extrem strikte Handhabung mit Doppelbürgerschaft. Oder sie haben halt nur, du bist Japaner oder sonst bist du ein Landesverräter, so in diesem Stil. Du kannst nur einen Pass haben. Und bei uns in der Schweiz ist es ja doch noch ab und zu so, bei gewissen Spielern, dass sie ein paar Jahre, ich sage jetzt für Kosovo, an die Weltmeisterschaft gehen und danach kommen sie dann irgendwann in die Schweizer Nationalmannschaft. Und das mit dieser Doppelbürgerschaft funktioniert das. Ja, aber ich glaube, wenn du dich mal entschieden hast, dann kannst du auch nicht einfach hin und her wechseln und so. Das weiss ich jetzt nicht im Detail, wie Ich das habe genau... letztens den Fakt gehört, dass es bis jetzt einen Spieler gegeben hat, der jemals bei 3 verschiedenen Ländern gespielt hat. Also in dem Sinn, es wird nicht so viel Hin- und Herwechslungen geben, wenn es speziell ist, dass jemand mal 3 gehabt hat. Ja. Weil er irgendwie im Land war, wo es dann nicht mehr gegeben hat und dann ist er zu einem anderen Land und dann hat er gewechselt. Irgendwie so. Ja. Aber ja. Ja. Ich glaube, so viel kannst du nicht switchen. Aber du kannst sicher, oder hast sicher können auswählen früher. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ja. Aber ja. Ja, das hure Thema mit der Nationalität, das ist... Ja, finde ich völlig. Es hat einfach vor allem im Sport ja nichts zu suchen. Aber genau, das habe ja. ich so auch gefunden, wo alle sich beschwert haben, dass bei der Schweizer Nazi nicht so viele Schweizer sind. Da muss ich auch sagen, hey Jungs, die haben sich alle für die Schweiz entschieden. Und ihr zweifelt euch ihre Loyalität oder ihre Dinge, also ihre Wille an. So, hä? Sie haben sich ja selber entschieden. Freu dich doch, bist doch stolz darauf, dass sie sich für die Schweiz entschieden haben. Anstatt, ja, aber egal. Das ist aber genau das. Ja. Und, ja, du. Es gibt jedes Mal, wenn die Schweizer Nazi... Gegen Albanien spielt, ja. wenn die Schweizer Nazi ein Spiel spielt, das ist so ein TikToker, Birrenweich heisst der. Ja. Der mit dieser Statue, wo immer so da... Ja, der mittlerweile hat er sich ja gezeigt. Also, er hat sich revealed, ja, Face Reveal. Ja. Aber der tut immer, wenn die Schweizer Nazi die Hymne muss singen muss, tut er das mit seinem Kommentar halt kommentieren. Und das ist doch ab und zu noch unterhaltsam, was er da für Kommentare rauslässt. Und das kann ich auf die andere Seite halt wiederum verstehen, wenn der Bünzli-Schweizer seine Mannschaft im Fernsehen sieht und dann von 11 Köpfen singen 2 mit. Ja. Ja, das ist Satire aus meinen Augen, das, was der andere macht. Und nicht unbedingt wirklich so. Ich glaube, es gibt ganz wenige Menschen, die so denken. Weil, wenn der Fußball wichtig, also weißt, wenn der Fußball wichtig ist als Schweizer, das passt einfach schon nicht zusammen. Aber wird sicher geben, ja.
denke, es ist sicher auch wieder so ein Ding für Leute zum Aufstacheln, die ganze Diskussion. So. Aber die werden ja immer hops genommen. Wenn sie die Haare färben, werden sie hops genommen. Das stimmt, ja. Wenn der Shaqiri einen neuen Lamborghini gepostet hat und weiss nicht was. Ja, voll. Das ist immer auf den Blick 20 Minuten auf der Frontseite. Und das ist doch scheißegal, was der für ein Auto rumkriegt. Total unwichtig. Also das interessiert niemand. Ja, das habe ich jetzt auch wieder gedacht. Haben sie jetzt beim Roger Federer Drohnenaufnahmen von seinem Anwesen zu Rappi haben sie ja gezeigt, 20 Minuten, und dass es jetzt nur noch um den Steg geht. Und wenn keine Einsprache mehr kommt in den nächsten Monaten, und darum zeigen wir euch das jetzt auch allen nochmal, auf der Titelseite dass auch noch irgendwelche Leute können Einsprache erheben. Wenn ich so, Leute, der Roger Federer ist der bekannteste und wahrscheinlich beste Sportler, den wir in der Schweiz je hatten oder bis jetzt hatten. Lasst den machen. Lasst den, auch wenn er ein Schloss postet und dort drauf 10 Tennisplätze stellt. Also, wenn er jetzt wirklich den Roger Federer irgendwie komisch darstellen, weil er ein grosses Anwesen baut. Hallo, wir sind in der Schweiz, da hocken so viele Millionäre und alles. Und ja. Aber er hat auch viele Kommentare darunter gehabt mit wir müssen einfach Einspruch erheben und so. Und ich denke mir, 20 Minuten weiss das. Die wissen ganz genau, auf welche Wunder sie drücken. Ja, und das Problem an dieser Geschichte finde ich einfach auch, also Menschen, die haben einen sehr dicken Kragen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber der Kragen kann halt einfach irgendwann auch platzen. Und dann ist es Katar, es Saudi-Arabien. Wenn du einfach Kohle hast, kannst du dort Berge verschieben und 100 Meter langen Pool, und es interessiert niemand. Die lassen dich machen, weil du einfach Cash hast. Ja, weil Geld das Einzige ist, was zählt. Und aber ich will da nicht sagen, dass Naturschutz und Uferrenaturierung und Entchen, die dort am Nisten sind und so, dass das nicht wichtig ist. Überhaupt nicht. Und auf das muss man auch Rücksicht nehmen. Ist aber auch nicht das, um was es geht. Aber es geht ja um den 20 Meter langen Steg irgendwie. Einen Einspruch können erheben, weil es sie stört. Es geht ja nicht, dass es so muss gemacht werden, dass die Natur und eben das, was du gesagt hast, geschützt wird. Das ist auch eine Sache. Aber da hat nicht das Volk mitzureden. Da kommt nicht das Volk und sagt, ihr dürft jetzt Einspruch erheben, ob das naturgerecht ist. Das ist ja nicht die Frage. Okay. Also, das ist ja bei keinem Bau die Frage. Die Frage ist immer, stört es dich, weil du nichts mehr siehst? Stört es dich, weil es dort Lärm gibt? Oder irgendwie etwas, du darfst Einsprache erheben, weil es dich könnte stören. Ja. Aber so wie ich es verstanden habe, muss das so oder so geprüft werden. Das sagen sie, glaube ich, auch in diesem Bericht. Dass das muss so gebaut werden, dass eben nicht zu viel Natur zerstört wird, weil Seeanschluss nicht so einfach ist. Aber das ist nicht unbedingt das Thema wegen dem Einspruch. Ja. Okay. Aber da stimme ich dir total zu, und ich glaube auch, dass wenn da die anderen aber das wird dann nicht im Roger sein Interesse sein. Ja. Das ist gar nicht herzige, das schwarze Entlein dort irgendwie. Oder mal ist das schwarze Entlein, oder? Auch, ja. Oder schwarze Schwan. Nein, das ist das schwarze Entchen. Heisst doch das Märchen. Ja, und also einfach. Oder das schwarze Entchen. Ich glaube, wir vermischen zwei Sachen. Ist es nicht das kleine Entchen einfach, wo ein Schwan will sein, aber halt ein Entchen ist? Und der schwarze Schwan ist etwas anderes. Also ein schwarzer Schwan ist ja einfach so ein Black Swan Event. Ja, das habe ich in der Schule gelernt. Also Black Swan ist ein Ballettfilm. Den kenne ich. Und das ist in der Wirtschaft etwas, so ein unvorhergesehenes Event, das einfach komplett aus dem Nichts auf dein Unternehmen oder so reintrifft und deine Existenzgrundlagen so in Frage stellt. Das ist ein Black Swan Event. Ja. Aber ich habe gemeint, nein, das hässliche Entlein. Alter, wir sind so blöd. Das hässliche Entlein, genau. Das kleine Entlein ist ja logisch. Jedes Entlein ist aber ja, das ist ja hässlich. Der wäre doch heute auch nicht mehr korrekt. Das hässliche Entlein. Das vorbelastete Entlein müsstest du sein. Das leicht eingeschränkte Entlein. Jetzt muss ich auch noch mal eine kleine Story droppen. Und zwar, mein Bruder hat richtig einen geilen rausgelassen. Und zwar, im Moment macht sich ja Hollywood auch extrem unbeliebt bei gewissen Menschen, indem dass sie einfach alte Kulturwerke, Schneewittchen und so Geschichten,
nochmal aufgreift und das einfach politisch korrekt in die neue Zeit so transferiert oder probiert zu transferieren. Ja, oder erzwingt. Es ist ja keine politische Korrektness. Korrekt wäre, wenn man sich nicht darum kümmern müsste, ob man jetzt so oder so macht, sondern man macht einfach eine Geschichte. Und inkorrekt ist eigentlich, wenn du es aufgrund von der politischen Meinung deine Geschichte anpasst, zumindest in diesem Rahmen. Aber ja. Aber James Bond war ja, glaube ich, mal das Thema. Das gibt es ja, aber seit... weißt, der Punkt ist, die sich unsympathisch machen, ist zum Beispiel die Oscars. Weil die Film machen, passen sich nur dem an. Weil die Oscars haben jetzt zum Beispiel auch Richtlinien herausgegeben. Es muss mindestens eine schwarze Darstellerin haben. Es muss dies, es muss das, es muss das, es muss mindestens so eine alte Person so. Und das hat es früher nicht gegeben. Und weil sie das machen und Oscars wichtig ist und viele nachziehen und das auch machen, tun natürlich also die Filmstudios, das ist ja nicht wie in der Schweiz, sondern die müssen Gewinn machen. Wenn es Universal 30, 40 Blockbusters, also krasse Filme, die bringen noch viel mehr Filme raus, aber krasse Filme im Jahr macht, dann müssen ein paar von denen einfach irgendwo in die Event raus oder bei den Besten sein. Und wenn sie schon im Vorhinein wissen, dass wenn sie das und das und das nicht erfüllen, nicht dort reinkommen, dann passen sie das an. Und das ist eigentlich, finde ich, in der ganz krassen Verantwortung der Oscars, dass man vielleicht zum Beispiel sagt, hey, wir machen eine Kategorie, die so etwas beachtet oder so. Aber dass jetzt beim besten Film muss das und das und das gegeben sein, finde ich Bullshit. Also selbst wenn du jetzt schaust und hingehen würdest und sagen, bei Black Panther muss von den Leuten, die dort leben, auch Weisse drin leben, weil in dieser Community leben ja nicht nur Schwarze. Das ist ja das Umgekehrte, aber das ist ja nicht die Meinung. Also ganz viel Schwarz ist ja gut, aber also ich sage jetzt mal, wenn die Weisse im Hintergrund stehen und nachteilig sind, dann ist das okay. Und es ist auf jeden Fall keine Gleichberechtigung. Wenn sie so etwas machen, dann tun sie doch gleich verteilen oder etwas. Dann kann man es vielleicht immer noch blöd finden, aber eher verstehen. Aber das Einzige, was sie machen, ist versuchen, so wie nachher mit eine Entschuldigung zu machen an die Verbrechen, die man früher gemacht hat. Das ist ein nobler Gedanke, aber künstlerisch ist es eigentlich scheiße. Und einfach auch doppelmoralisch. Also es tut sich selber gegenseitig ein bisschen widersprechen. Weil man möchte eigentlich eben offener sein und zwingt alle, hey, du musst jetzt mehr von dieser Seite oder von das reinbringen. Du machst eigentlich erst wieder das Buch auf von es gibt diese Seite und es gibt die. So wie wenn Rassismus ein kleineres Thema wird in unserer Welt, nur weil man jetzt dort einen weißen oder einen schwarzen Schauspieler mehr oder weniger hat. Das macht ja das ganze Thema erst wieder, also macht es gross. Ich weiss nicht, was ich denken sollte, weil grundsätzlich ist es wichtig, dass sich die Filmwelt verändert. Früher hat man sich noch schwarz angemalt als Weiße. Ich habe mir gerade den Finger an den Kopf. Weil es einfach also so dämlich. Es ist gut, dass so etwas wie Blackfacing verboten worden ist und so Sachen. Film muss sich schon anpassen. Aber in diesem Ausmaß, ja, also es ist hure schwierig. Es ist sehr schwierig und aber jetzt im Moment ist ja Ariel, die Meerjungfrau, ist ja in Kinos gekommen und das ist ja ein riesen Flop von den Kinobesuchszahlen. Und das nächste ist ja Schneewittchen, wo jetzt irgendwie gerade vorgestellt wurde ist und es hat halt so Interviews gegeben mit der Hauptdarstellerin und so. Und das Lustige an dieser Geschichte, ich habe ja mal Hörbüchli gemacht, unter anderem das Schneewittli, habe ich dort auch auf Schweizerdeutsch mal vertont. Und dort, das ist ja ein altes Märchen von den Gebrüder Grimm. Und dort heisst es, dass sich eine Königin eine Tochter wünscht, die so weisse Haut hat wie der Schnee, das Blut, die Lippen so rot sind wie das Blut und die Haare so schwarz wie Ebenholz. Ja, genau, wie der Türrahmen. Steht es ursprünglich. Nein, wie Ebenholz, oder? Ich habe gemeint, es heisst... Also Ebenholz, das ist aber ja, der Türrahmen. Es gibt ja das Sprüchli. Weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz. Ja, es wird schon von dem kommen. Der Türrahmen wird aus Ebenholz gemacht worden sein. Absolut, ja. Und jetzt eben mein Bruder hat gesagt, der neue Film, der in die Kinos reinkommt, der heisst halt nicht mehr
Schneewittchen, sondern Sandbraun und die 7 Pronomen. Ja, es ist halt schwierig. Mich stört es prinzipiell nicht, wenn sie versuchen, so Sachen umzuändern. Aber es ist halt einfach... dann macht doch eine neue Geschichte. Macht eine neue Geschichte etwas anderes. Lasst doch die Geschichte, die dort... Und wenn es ja rassistisch und falsch findet, dann lasst doch die Geschichte sein. Man kann ja die gleiche Geschichte trotzdem erzählen, in einem ganz anderen Setting, ohne müssen versuchen, an den Erfolg des anderen anknüpfen, was er nicht werdet mit so einer Aktion. Also du kannst auch hingehen und egal was du machst, Pirates of the Caribbean, Harry Potter, Herr der Ringe, all das Zeugs, das kannst du jetzt alles machen. Aber es wird alles nie so erfolgreich sein wie das vorher. Nicht mal Hobbit ist bei Herr der Ringe angekommen. Und Hobbit war ja viel grösser rein von den Zahlen und allem. Aber das ist nun mal einfach nicht das Ding. Also lasst es doch einfach, wenn ihr die Märchen so verurteilt, dann macht sie nicht nochmal neu, dann macht andere Märchen. Oder ihr könnt ja auch eine Meerjungfrau oder irgendetwas, aber dann tun doch nicht die Connection setzen, sodass man ja nochmal darauf hingewiesen wird, wir machen das, weil wir haben mal die Schwarzen unterdrückt. Das ist doch völlig der Fokus auf die negativen Sachen und völlig falsch. Also, ja, ich weiß auch nicht. Es hat doch nichts zu suchen in diesem Thema. Die sollen einfach Märchen erzählen, wo unsere Kinder schön finden, wo sie ihre Herzen bedingseln oder keine Ahnung was. Also, ja. Aber dort, also die Gebrüder Grimm-Märchen von früher, die sind ja richtig bestialisch gsi. Ja. Also mit Rumpelstilzchen ist das, glaube ich, wo die Tochter verzaubert hat, irgendwie so etwas. Und am Schluss ist er hingerichtet worden und auf dem Scheiterhaufen verbrannt, irgendwie so etwas. Kann sein, ja. Hure cool. Ja. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, weil keine Minderheiten in diesen Geschichten vorkommen. Ja. Also, ja. Das ist schon schwierig. Aber du, sollen es machen? Das ist mir eigentlich egal. Wir haben jetzt einfach unseren Senf dazu Genau, gegeben. voll. Die machen egal wie sie wollen. Ja. Und so. Aber es ist noch witzig zu sehen, dass ja die Filme, die wegen genau dem in der Kritik stehen, auch nicht wirklich zu den Rennern werden. Also vielleicht merken sie es ja auch. Und das ist das Witzige, die Leute, die Filme machen, sind ja nicht so super politisch korrekt. Und darum machen die das. Sondern die machen das ja eben nur, weil das gerade gesucht wird von der Bevölkerung. Also wenn sie genug oft merken, dass sie mit dem nicht ankommen, dann hören sie auch wieder auf mit so etwas. Ja, aber... Ja. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja. Buch zu. Ja, wirklich. Ja. Und Kinderserien, das ist ein anderes Thema, aber auch ein cooles Ding. Dass halt, früher sind Kinderserien viel brutaler gewesen. Also viel näher an der Realität und trotzdem natürlich einfach Kinderserien. Aber wenn ich jetzt denke, was mein kleiner Bruder, er schaut jetzt zwar nicht so viele so Sachen, aber wenn er so etwas schaut wie Paw Patrol oder so, das ist ja Reizüberflutung pur und positiv auf positiv auf positiv auf noch positiver. Es gibt fast keine Negativität mehr. Selbst die Bösen sind irgendwie gut. Und bei uns war es noch so, dass irgendwie... Tom und Jerry und man gibt sich eins auf den Grind und dann schaut der andere in den Querlauf rein und dann hat er so einen verrupften Grind und so. Ja, also ich weiss nicht, überall eben früher zum Beispiel, als ich mal Albträume hatte vom einen Film, wo so Piraten, der ist ab 6 und die Piraten fahren durchs Weltraum und wenn einer Scheiß macht, dann rühren sie ihn ins Unendliche, bis er unendlich geht, bis er stirbt. Da habe ich mir das voll Angst gemacht als Kind. Aber es ist halt, also es ist viel realistischer, wenn sie sagen, ja, dort sind wir auf einer Insel und dort hängen alle miteinander. Und, also keine Ahnung. Versöhnen sich und der Böse, der angeblich Böse, checkt dann auch, dass er zu 5% böse war und dann wechselt er auch zu der guten Seite und dann gibt es nur noch Gute. Ja. Und das stimmt, ja, das habe ich eben auch mal erlebt, so früher. Ich glaube, so ganz kurz haben wir das auch schon mal angerissen.
Aber früher ist doch immer so Power Rangers, der rote, der schwarze, der gelbe, der blaue, der grüne und so. Und jeder hat so seinen Lieblings-Power Ranger gehabt. Und an einem Ort, wo ich mal gearbeitet habe, wo so Kreativartikel machen, Haufen Zeichner hat, die sind genau von dem Denken, dass es ein rotes Auto gibt, ein blaues Auto, sind sie einfach weggegangen und sind jetzt alles einfach coole Autos, die sich gar nicht mehr so richtig unterscheiden. Und das habe ich eben früher immer hure geil gefunden. Ja, ich würde jetzt behaupten, das gibt es sicher oft. Also halt, das, was du ansprichst, ist eigentlich die Liebe, die ein bisschen die Kinderserie verlieren. Also zum Beispiel typisch Andy wird da oft als Beispiel genommen, weil jede Folge tut ein krass gesellschaftliches Thema angehen. Als Beispiel, das ich gesehen habe in ihrem Video, ist genommen worden die Folge, wo der eine, der so ein bisschen der Gangster ist an der Schule, weißt du, immer ein bisschen der Böse, der, wenn er sich nicht benehmen kann, wird er auf dem Pausenplatz in ein kleines Viereckchen eingesperrt. Und dort darf er nicht mehr raus. Und dann hockt er dort drin. Zuerst findet er es super lustig dort drin. Und dann vereinsamt er immer mehr. Und alle spielen nicht mit ihm. Er wird immer mehr alleine. Und die Lehrerin, die er fragt, willst du raus, nimmt die Lehrerin ihn auch einfach nur hops und lässt ihn dort drinnen. Und er bricht richtig. Der richtig coole Charakter bricht und wird dann lieb, weil er gebrochen ist, Alter. Und rennt nachher die ganze Folge der Lehrerin, sobald sie ihn rauslässt, hinten rein und fragt sie alles und hilft ihr alles. Also, das Kind ist geschwind misshandelt worden von dieser Lehrerin in dieser Sendung. Und das ist die Aussage, dass das nicht passieren soll. In einer Kinderserie. Die Kinder haben das nicht gecheckt, aber die Erwachsenen checken das. Und diese Liebe, die geht immer mehr verloren. Weil man eben weniger Farbe bekennt. Also man sagt weniger, der ist der Streber, der ist der Coole, der ist der Böse und der ist der Uncoole. Sondern man sagt jetzt, jeder ist irgendwie ein bisschen von dort, jeder ein bisschen klar, man hat noch ein bisschen die Rolle, aber es wird immer weniger. Und das ist eigentlich schade. Weil sie das Negative so rausholen. Man hat keine Hassrollen mehr, wo man sagt, der Typ ist einfach nur Scheiße. Aber genau das macht ja eigentlich die intensiven Gefühle von gut und richtig, machen so Serie und das Zeug spannend. Und das geht definitiv immer mehr verloren, halt, weil ich das Gefühl habe, auch die Liebe geht immer mehr verloren. Es geht mehr darum, mit diesen Kinderserien Profit zu machen. Und das macht man halt, wenn man ein möglichst cooles Auto hat, möglichst 10 Characters, die alle geil sind, dass man auch gesagt, Kind hat, die alle 10 wollen und nicht nur der eine, sein Lieblings. Es geht ein bisschen in die Richtung. Das merkt man schon. Naja. Naja. Also mein Lieblings-Power Ranger war der rote. Ah, krass, meine auch. Ich glaube noch viele wahrscheinlich. Ja. Der rote ist aber schon auch... Das ist, glaube ich, aber auch der Chef. Einfach ein geile... Ja, ich glaube, der Chef. Ja. Also der schwarze ist so der Undertaker. Der ist cool. Er war der Motherfucker. Aber der rote, das ist halt so der aggressive, der immer zuerst so losgestürmt ist und dann ist so der Gelb und der Grüne gekommen. Und ja, so, warte. Ist nicht Gelb und Pink sind Frauen gewesen. Ja. Gelb und Pink sind Frauen gewesen und die anderen sind auch Typen gewesen. Voll. Das hat er so krass und die haben doch immer in so einem Thai-Garten oder etwas gechillt. Also weißt du, so einen chinesischen Garten oder etwas. Ja, es gibt eben verschiedene Power Rangers. Das ist auch ein ganzes Universum. Power Ranger kommt ja auch von Japan ursprünglich. Okay, ja. Und dort hat es eben so Dinosaurier Power Rangers gegeben und dann so Auto-Power Ranger und so weiter. Meine sind Dinosaurier. Meine aber auch. Ja. Und die mit dem Intro, Blitz. Ja, genau, die mit dem Blitz. Geil. Und der Punkt war eben, es hat eine Folge gegeben bei den Dinosaurier Power Rangers, die ist mir so präsent, weil das einfach der geilste fucking Moment war in meinem Leben, wo Dinosaurier, und jetzt ich habe das als Kind so geil gefunden, weil Dinosaurier sind nie ausgestorben. Dinosaurier sind bei den Power Rangers, die haben sich versteckt, die haben sich getarnt. Und zwar hat es in der ersten, zweiten Folge, wo sie so ihre Kräfte entdeckt haben, hat es so Einblendungen gegeben, dass in einem Freizeitpark, wo so eine Achterbahn über einen Berg geht, ist der Berg aufgestanden. Und das war ein Dinosaurier, der sich versteckt hat. Und die Power Rangers haben die Urkräfte erwecken.
Und so von überall irgendwie so eine Antenne auf einem Hochhaus ist dann so ein Flugsaurier und so. Boah, wie geil. Und das als Kind, das hat mich so krass können abholen. Die Dinosaurier sind nie ausgestorben, sondern die haben sich versteckt. Hure geil. Digga, hure geil. Hure geil. Hure geil. Ich glaube, zu diesem Thema kann man auch abschliessend sagen, wenn ich jetzt an meine kleinen Brüder denke, die alle verschiedene Farben von Ninjagos kennt und bei jedem weiss, welche Superkraft er hat, muss ich sagen, es gibt schon auch noch. Es gibt noch so Sachen. Und ich glaube, die Kinder jetzt haben genau so eine schöne Serienzeit, wie wir sie hatten. Auch wenn es von außen nicht so aussieht. Aber ich glaube, die Power, die wir jetzt gerade gespürt haben, wo wir an das erinnert haben, die spüren dann auch sie irgendwann. Halt bei etwas anderem wie mir. Voll. Aber ja, das geht schon weiter. Oder so Ninja Mutant Turtles. Ja. Dort hat es ja auch einen blauen, einen roten und einen... Sind ja Violett hat es gegeben. Ist Violett? Violett, ja. Rot, blau, violett. Nein, nicht blau, sondern gelb. Ist Rot, gelb gelb, grün, violett. Sind es 4? Es sind 4, ja. Sind es nicht 3? Es sind 4. Es sind 4? Es sind 4, Okay. ja. Nein, nicht gelb, sondern orange. Der andere ist nicht gelb, sondern Okay. orange. Ja. Grün, rot, orange, violett. Bro, ich schwöre an. Das wollte ich nachher, wenn man es nochmal anhören Ninja Turtles. Das Jetzt bin ich jetzt Fotolik gespannt. schnell abchecken. Ah, look, rot. Rot, blau. Rot, blau, orange, violett. Okay. Also bis auf blau. 50-50 recht. Nein, bis auf blau habe ich alle richtig gehabt. Okay. Okay. Akzeptiert, aber Ja, nicht ja. geglaubt. Ja, also gut. Aber das sind die gewesen. Ja, genau. Also ja. heute sehen sie natürlich moderner aus wie früher. Stimmt, der aber- ist wirklich orange. Ja. Aber der Orange habe ich nie auf... Für mich ist blau und rot. Das sind die präsentesten gewesen, irgendwie. Für mich glaube ich wirklich der Rot wahrscheinlich. Und der Violett. Wenn ich so dran denke. Ja. Aber ich hätte können schwören, dass es einen Grünen gibt. Aber es macht ja gar keinen Sinn. Nein, weil die grün sind und ja grün siehst du gar Ja, nicht. eben, sie sind grün. Darum also, habe ich gewusst, grün kann keine Farbe sein. ja, Ja, aber das ist schon lustig. crazy. Das ist schon lustig. Crazy, Wie man halt so Sachen auch noch weiss. ja, Und wie haben irgendwie das abgespeichert behalten. Ja. Das ist schon geil. Voll. Wir haben in der letzten Folge ja noch einen Spoiler gegeben. Ich weiss nicht gut. Ich weiss nicht, wie stark du von deiner Seite etwas dir überlegt hast. Und wir haben ja uns überlegt, dass wir uns auf diese etwas Woche eine Rubrik neu aus dem Boden rausstampfen, weil eben verliebt sind wir schon. Horoskope sind scheiße gewesen. Ich habe etwas Kleines, aber ich weiss nicht, wie gut das halt ist. Also eigentlich habe ich 2 Sachen, aber ich weiss nicht, ob ich beide sagen soll. Aber eine Idee wäre, dass wir amix eine Frage vorbereiten. So, ich stelle dir eine Frage und dann musst du die dann so beantworten. So ein bisschen Tat- und Wahrheit mäßig, aber wir machen es nur mit Wahrheit, weil da halt so irgendwie so. Ich weiss nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich habe einfach keine Frage parat. Ja, und das Ding ist, ich hätte jetzt wieder sagen, so nach dem Motto, wie das andere machen, so Zuschauerfragen. Nur keine Im Moment Zuschauer. haben- Also es hat schon Zuschauerfragen Nein, gegeben, ich meine aber halt Zuschauer nicht so Wortspiel, regeln. weil wir sind ein Podcast. Bei Ja, uns ja. schaut gar niemand zu. Das stimmt, Man kann es nicht schauen. das stimmt, ja. Ich Aber- weiss nicht, ob wir die Frage ins Publikum so rausschicken. Jetzt kannst du so, und was meint ihr? Also Schreibt sie Kommentare. so eine Grille einblenden. Ja, aber finde ich eigentlich schon gut. Also Fragen kann man eigentlich, können wir immer stellen. Aber vielleicht so ein... Ja, ich weiss gerade wirklich auch nicht. Ich versuche gerade auch zu überlegen. Aber es kommt mir sicher mal etwas wieder in den Sinn. Jetzt gerade nicht, aber wenn mir ein gut in den Sinn kommt, dann sage ich, ich habe irgendwie diese Woche auch gar nicht mehr dran gedacht. Weil es einfach so viel Zeugs war, wo gerade wichtiger war wie der Ja, Podcast. das kann ich bestätigen. So. Aber gute Frage. Gute Frage.
Gut, an und für sich ist es ja eigentlich das Gleiche wie so das Dating mit diesen 30 Fragen. Ja. Eigentlich. Also, vielleicht irgendeine Rubrik, weißt, wo man so sich dann über die Woche etwas vorbereitet. Was ich immer lässige Rubriken gefunden habe, ist so Win der Woche oder Lose von der Woche oder so. Ja, weißt, Knecht so von der Woche. Ja, das da also, andere... gut. Aber ich sage jetzt mal Win von der Woche, also vom Mr. Trash Pack. Ja. Win der Woche. Der war noch Jahre vor Mulaffen, aber ganz lang vorher. Ja, der Win Mr. der Woche. Trashback. Ja. Also es muss auch gar nicht unbedingt etwas Schlechtes sein, sondern auch einfach so einen rausstehenden Win oder so, wenn einem etwas finde ich gut, auffällt. Etwas finde ich noch spannend. Aber das füllt halt auch keine Zeit. Das ist... Ja gut, wir machen sowieso, was wir wollen. Also von dem her... Das stimmt. Scheißegal. Ja, Mann. Egal. Der Wendler. Ja. Das ist gerade ein gutes Thema. Ich weiss nicht, wie stark verfolgst du den Wendler? Gar nicht, eigentlich. Aber man sieht dann trotzdem immer mal wieder irgendetwas. Ich weiss gar nicht, was ist jetzt das Thema, aber er war wieder in den Medien. Also seine Frau, Freundin, ja, ist ja vor allem in den Medien. Sie hat sich wieder gemeldet irgendwie nach langem und hat gerade Werbung gemacht, oder wie ist es gegangen? Also das aktuellste Thema, wenn ich da noch auf dem aktuellen Stand bin, ist, dass es einen neuen Wendler auf dieser Welt gibt. Die Laura Müller, die war ja schwanger. Und Ja, die hat aber jetzt bereits geworfen. Ja, das... Aha, okay, aber das ist ja keine Schlagzeile. Das ist ja schon seit 9 Monaten ist sie schwanger gewesen. Das weiss man ja schon lange. Aber das Kind ist jetzt auf die Welt gekommen. Weil die Schlagzeile, die ich gesehen habe, ist eben, sie meldet sich zurück mit ihrem Kind und macht gerade direkt Werbung. Mit dem Kind? Mit dem. Sie hat sich nicht nur zurückgemeldet, sondern direkt Werbung gemacht. Sie hat direkt so gefunden, so, hey, ich bin wieder da und jetzt dies und das. Und wenn ihr das kennt, dann müsst ihr doch das und mit dem Krawatt geht das. So in die Richtung ist, glaube ich, die Schlagzeile gewesen. Okay. Ja. Sie meldet sich wieder nach ihrem Babyglück und mit Werbung. Ja. Wie hätte es anders können sein? Genau, irgendwie die Kasse muss aufgestopft werden, so ist es gegangen, so Kinderkasse. Ja. Gut, sie ist ja dort so das Thema gewesen, weil die Laura Müller, der Wendler, hat sie ja angeblich minderjährig schon kennengelernt, wo sie noch 17 war. Irgendwie auf einem Konzert oder sonst irgendetwas. Auf einem Konzert? Und der Wendler war halt schon 45 plus oder so gewesen, zu dem Zeitpunkt. Und dann ist ja die Frau richtig ins Rampenlicht geschoben worden, vom einen auf den anderen Moment halt Influencer. Sie hat sich ins Rampenlicht geschoben? Ja, aber es hat auch funktioniert. Ist, bevor sie den Wendler kennengelernt hat, schon unter den Schlagerleuten bekannt gewesen, dass sie überall in die Backstage geguckt ist, um irgendeinen Schlagersänger abzuklappern. Und dann hat sie den Wendler geholt. Also das war ihr Plan gewesen. Ist aufgegangen. Ja. Hart aufgegangen. Mit 19 sind sie dann, glaube ich, zusammengekommen. Also, als sie 19 war. Und dann ist es ja so richtig rund gegangen, wo sie in allen Shows, eben DSDS, ist ja der Wendler reingehockt und dann nachher ja wieder rausgeflogen. Und RTL hat die ganzen Sendungen, die schon aufgezeichnet waren und so, noch müssen zensieren und rauscutten und so. Das ist genau ja während Corona-Zeit. Also eben wegen so Corona, weil er gewisse Aussagen gemacht hat in dieser Zeit und ist er gecancelt worden. Genau. Geschwind im grossen Stil haben sie ihn auseinander gecancelt. Aha. Voll. Ja. Bei uns hat sie auch einen verwünscht. Der Marco Rima. Hat sie verwünscht? Nein, also verwünscht in der Corona-Zeit haben sie ihn auch gecancelt. Das habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Das nicht mitbekommen? Doch, Marco Rima ist auch ganz vorne an einer Demo gestanden und dann haben sie ihn überall zerschlachtet. Und es gibt einen ganz guten Podcast, wo er mit dem Büssi zusammen hockt und einfach über das Thema redet. Und das ist ganz spannend, weil der Büssi, um das jetzt auch mal so sagen, ich meine, der Büssi ist genau auch so einer, der einfach top in die neue Medienwelt hineinpasst und ja, niemandem, also klar, sie machen auch ein bisschen Witz, aber ja, nur über die Gruppe, die sich dann auch ja nicht können beschweren. Also ja, mal kein böse Witz, aber ein bisschen das Image möchte er gerne haben. So. Und der Marco Rima ist ein langer Kollege von ihm. Und das sagt er auch im Podcast, den er noch mit anderen hat. Macht sich aber zuerst halt auch 5 Minuten über den Marco Rima lustig.
und sagt aber, es ist eigentlich mein Freund und so. Und was im Podcast dann zusammen diskutieren, er behaltet seine Meinung, der Büssi, aber sie findet sich relativ gut. Er stellt auch die kritischen Fragen, aber von dem sich lächerlich machen über den Kollegen steht nichts zu hören. Und ich habe gewisse Sachen, die Marco Rima gesagt hat, und so auch irgendwie, es war fehl am Platz gewesen. Und in dem Moment halt einfach eine schwierige Zeit. Aber dass der andere sich anstellt und sagt, das ist ein jahrelanger Kollege von mir und macht ihn aber dann gerade mit fertig und stellt ihn auch als dämlich dar, sagt dann aber noch, ja, ich meine das nur, als würde ich kennen eigentlich, habe ich recht unsympathisch gefunden und seitdem habe ich dann eben aufgehört, den Büssi zu hören. Okay. Vorher habe ich immer Quotenmänner und so gehört, habe die witzig gefunden, sie haben auch lustige... auch eben ein bisschen satirisch. Und dann ist Corona gekommen und dann sind sie komplett ein bisschen weggegangen und jetzt machen sie nur noch Satire über Sachen, die rechtsradikal sind. Also sie wollen nur noch die rechte Seite satirisch bedingseln und links nicht. Und das ist ein bisschen lästig. Wenn du den Podcast hörst, es ist weniger... du kannst einfach nicht so darüber lachen, weil es nicht nur Witze sind, sondern irgendwie auch noch ein bisschen Meinung drin, weißt? Ja, und vor der Corona-Zeit ist Konträr. Ja, es gibt kein Konträr. Und weißt, manchmal haben sie dann trotzdem wieder so kleine Bites, wo sie irgendein Thema dann aber Witz machen, alles so in die Richtung, und dann aber nicht mehr darauf eingehen. So nach dem Motto, wir behalten nur das, was wir dürfen sagen, und das andere sagen wir nicht. Also, du merkst es ihnen einfach an. Und auf der anderen Seite eben macht es sich lustig über einen, der seine Meinung gesagt hat, wo eigentlich, hat eben der Büssi auch mal gesagt, ein mega Vorbild für ihn sei und dies und das. Und wenn du so eine Meinung hast von einem Menschen und der ein paar dumme Sachen sagt in der Öffentlichkeit, dann gehst du ihm nicht einfach in den Rücken. Und sagst dann noch so, ja, das ist nicht meine Sache, das ist ja, also eben, das geht allen am Arsch vorbei, was ich sage, ob ich das gut finde oder nicht. Und ich kenne sie auch nicht, ich bin nicht dabei gewesen, was sonst noch privat vorgefallen ist. Aber gegen aussen ganz ein komisches Bild. Ja. Dann habe ich ihn nicht mehr hören, weil zuerst habe ich gemeint, hey, geile Sache, jetzt nimmt er den Marco in einen Podcast und tut das schön auch aufgreifen, oder? Und ja, es ist dann aber trotzdem, das war ein sehr guter Podcast gewesen. Und dann einfach ein paar Minuten später habe ich wieder mal reingelassen bei den Jungs, beim Büssi. Und dann haben sie gerade wieder einen Joke über den Rima gemacht. Und ich dachte, Bruder, und jetzt stichst du noch nach, weißt du? Hä? Dort schon, aber bei anderen... Dann hören wir lieber einfach gemischtes Hack. Die machen nämlich Witze über alle und jeden. Ob die Bubble. Einfach scheißegal. Macht Witze über alle. Und nicht so einen Scheissdreck. Oh Mann. Dort hast du... Also, eben, es ist natürlich subjektive Wahrnehmung und alles, aber ich habe dort die Veränderung richtig gemerkt. Ja. Wie die ganze Krise und das sie langsam immer weiter weggebracht hat. Klar, sind auch erfolgreicher geworden. Und ihr Zielpublikum sind natürlich genau die Leute, die SRF und so als Hauptmedium konsumieren, oder? Denen gefällt das sicher auch und die finden es immer lustig, dass die ganze Zeit die SVP oder andere fertig machen. So. Und auf der anderen Seite sind sie trotzdem hure oft dann, weißt, der gleichen Meinung. Also lassen das auch durchschimmern, aber stellen sie so dar, wie wenn es nur eine richtige Meinung gibt, die Amix. Es ist schwierig. Ganz komisch, ja. Schwierig. Also ich muss ehrlich sein, ich habe den Beef oder so, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also es ist kein Beef gewesen, aber der Marco Rima ist halt gecancelt worden von allen möglichen. Und das ist mir dann einfach die Meinung gewesen. Ich meine, als Büssi ist natürlich scheiße. Du bist dort, bist so super korrekt im Fernsehen und überall, obwohl du ja vorher eigentlich Bachelor verarscht hast die ganze Zeit und auch eigentlich den ganzen Erfolg aufgebaut hast auf das Lächerlichmachen von anderen Leuten. Natürlich, er ist ein super Comedian und hat auch ganz viel anderes geleistet, aber das ist das, mit dem er bekannt worden ist halt. Eben. Und die Veränderung einfach, das ist echt krass. Ich habe den Büssi immer so lustig gefunden und alles und so. Und jetzt hat es einfach so mega es wird wahrscheinlich nicht mehr auf seinem Mist gewachsen sein, aber merkst einfach, dass der Einfluss, wo das hat, was seine Zuhörer möchten hören und was nicht. Ja. Und einer, der vorher Witz über alles und jeder gemacht hat, macht plötzlich nur noch Witz über bestimmte Sachen. So. Ja. Vielleicht nehme ich das auch ganz falsch wahr. Würde er wahrscheinlich auch so sagen, nein, du nimmst das ganz falsch wahr, ich bin immer noch der gleiche Mensch. Auf die andere Seite ist ja Veränderung normal.
und wichtig, aber ja, das ich weiß auch nicht. Ja. Das hat mich der Marco Rima, ich habe seine DVDs und so, das ist hure geil. Das ist ein lustig. unglaublich guter Comedian. Aha. Und es hat auch nichts damit zu tun, ob er jetzt bei Corona etwas gesagt hat oder nicht. Und ja, ich meine, man kann ihn ja privat auch verurteilen für das. Das ist auch okay. Aber spätestens, wenn er vor dir hockt im Podcast und sagt, hey, schau mal, Digga, wir sind Reporter heimgefolgt. Und dann hat er aus dem Fenster geschrien und so, weißt? Und das ist ihm nachher negativ ausgelegt worden. Und dann, dass er überhaupt über das muss diskutieren, dass man dann nicht versteht, dass der die Medien nicht mehr lustig gefunden hat in dem Moment und so. Finde ich, also habe ich einfach ein bisschen komisch gefunden, einfach ein bisschen schwach. Das findet man auch, also wenn man das sucht, kann man mal. Es ist ein sehr interessanter Podcast zwischen dem Rima und dem Ding über die ganze Thematik. Aber es gibt doch durchaus eben Punkte, die auch nicht aufeinander kommen, was auch gut ist. Aber es ist so ein bisschen, ja, er lässt der Büssi lässt den Rima mit der Meinung, ja, dort bist du einfach falsch im Regen stehen. Weißt du, so ein bisschen. Und der Rima versucht die ganze Zeit, ja, aber hey Digga, ich bin doch nicht blöd, ich verstehe es doch. Und dann, nein. Also, so muss ich nicht, wirkt's. soll ich nicht. Ja, so selber wirkt schuld. Genau, so wirkt es. Ja. So. Und eben, ja, eigentlich müsste er es ja genau wissen, wenn er einmal an einem falschen Ort das Falsche sagt, kann es ihm genau gleich gehen. Und wenn dann plötzlich alle aussen, die eigentlich Kollegen sind, die ihn von früher kommen, kennen und dann sagen, ja, ich weiss, also nicht sagen genau das, aber so sich verhalten, so nach dem Motto, ich weiss, wir haben 15 Jahre in der gleichen Branche und wir kennen uns und gut, aber du hast etwas gesagt, da kann ich nicht hinterstehen, also tue ich das jetzt auch laut sagen, dass ich dort nicht dahinter stehe. Ich weiss nicht. So ein bisschen verlogen. Ja. Also so ein bisschen eben, ja. Oder hinterlistig. Ja, so ein bisschen hinterlistig, ja. Mm. Und ja, darum bin ich Monte-Zuschauer, der einfach sagt, ja Bruder, das ist jetzt ein Scheiß und das ist kein Scheiß. Und Knossi sagt er auch, ja Digga, der macht an dem Tag, wo Energy rauskommt, Werbung für einen anderen Energy-Drink. Sagt er ihm, ja Digga, ja, soll er doch. Wird auch erfolgreich ohne das, aber klar finde ich es nicht lustig. Aber wegen dem sind wir trotzdem Kollegen. Fertig. Normales Statement. Abgehakt. Ja, abgehakt. Muss auch nicht noch 30 Mal nachstochern oder irgendetwas. Weißt du, wie ich meine? So, ich weiss nicht. Es gibt einfach Leute, die gehen mit einem guten Beispiel voraus, wo ich denen abkaufe, dass sie ehrlich sind. Und dann gibt es solche, die die ganze Zeit beteuern, dass sie ehrlich sind und eigentlich ihre Meinung und so und ja, nur Witz und so. Aber es dann irgendwie doch nicht sind. Ja, und das eine hat mit dem anderen einfach gar nichts zu tun. Mhm. Ja. Ja. Darum ja. Ja. Aber das ist mir gerade noch in den Sinn gekommen. Voll, ja. Aber jetzt sind wir beim Thema neue Rubrik, glaube ich, noch nicht weitergekommen. Oder? Ja, also eben, das wäre haben wir jetzt etwas gesagt? Das wäre mein momentaner Win oder Loser. Also weißt du, so die zwei Dudes, blöd gesagt, die Diskussion oder das. Für mich ist der Loser halt der Rima, der hat jetzt verloren in dieser Situation und der Büssi hat gewonnen. Ja. Ich finde es nur nicht, also es ist vielleicht nicht ganz fair, aber per de facto, der eine hat Scheissdreck erzählt, der andere nicht. Ja, also ja. Muss man am Büssi auch lassen, weißt du? Dass der andere wirklich Scheiß rausgelassen hat. Das ist einfach ein bisschen komisch, ich weiß nicht. Mir fehlt das manchmal ein bisschen, so dass auch sich einfach zu einer Meinung bekennen und auch mal sagen, so, ja, das ist zwar öffentlich relativ verwerflich, aber moralisch kann ich dich nachvollziehen. Ich finde es nicht gut, aber ich kann es nachvollziehen. Aber das Verständnis ist nicht so da gewesen. Weiß nicht. Ja. Vielleicht bin ich natürlich auch, fühle ich mich selber betroffen, weil ich damals auch, was angefangen hat, einfach mich nicht für das alles interessiert habe und mich noch nicht geimpft habe und plötzlich in der Situation gehockt bin vor meinem Großvater, der gefunden hat, wenn du dich nicht impfst, du Hurenverschwörer, dann darfst du nicht mehr vorbeikommen. Und ich bin so, wow, warte mal. Ich habe bis jetzt einfach nichts gemacht. Ich habe mich nicht damit beschäftigt, ich habe nicht irgendetwas gross. Und in deinem Kopf bin ich jetzt schon der Verschwörer, der Stämmer, der gegen sich dingselt. Und das fühlt sich so ein bisschen an, wie das mit dem Rima passiert ist. Dass ganz viele Leute auch dort stehen und jetzt damals auf ihn gezeigt haben und jetzt auch die Karriere recht einen Schaden genommen hat. Klar, nicht einfach nur falsch, natürlich zum Teil auch berechtigt.
Aber dass sie sich jetzt nicht bewusst sind, dass wir sie auch wieder überlebt haben, vorbei ist und so wie es alle, genau so wie es die eine Seite gesagt hat, ist es nicht gekommen und so wie es die andere Seite gesagt hat, ist es nicht gekommen. Also wir haben alle überlebt, obwohl sich viele nicht geimpft haben. Und wir haben auch nicht alle eine Systemkontrolle und irgendetwas, nur weil sich andere geimpft haben. Also es ist beides nicht so gekommen. Wieso können nicht beide Seiten anstehen und sagen, wir sind beide falsch gewesen? Wieso muss nur die eine sagen, ihr seid immer noch falsch gewesen, weil die anderen, wir haben nur nicht besser gewusst, aber ihr seid falsch gewesen, wir nicht. Ich weiß ja nicht. Ja, und das Ding ist ja auch, letztes Jahr, wo es wieder halt Winter geworden ist, im Winter kommen einfach die Grippeviren, weil innen dran geheizt wird und in diesen Innenräumen können die Viren irgendwie einfach länger überleben. Also ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt chemisch, virologisch... schwächt das Immunsystem, darum sind mehr Leute krank. Ganz einfach. Man könnte irgendwie mit diesen Wärme, Luft... also keine Ahnung, jetzt aber ist es ja mega warm. Ja. Grundsätzlich irgendwie ab 60 oder 80 Grad sind alle Viren und Dinge tot, alles am Arsch. Ja. Das ist alles vorbei. Das heisst, ich würde jetzt behaupten, die brauchen ein feuchtes, lauwarmes Klima. Also ich denke so, ob jetzt zwischen 8 und 30 Grad ist denen egal. Ob jetzt das... Also würde ich jetzt... Ich habe gar keine Ahnung. Ich bin ja kein Virolog. Was ich einfach weiss, ist, dass der matchentscheidende Punkt im Winter ist, weil es kalt ist dein Immunsystem geschwächt. Weil dein Körper viel mehr für rein zum die Wärme behalten, zum all das braucht viel Energie und viel Abwehrstoff. Ja. Also, du kennst die Dinge mit, wenn du auf den kalten Stein hockst, sagen es vor allem den Mädchen immer, bekommst du Blasenentzündung. Das ist, weil in der Zeit, wo du auf dem kalten Stein hockst, dein Immunsystem so geschwächt ist an dieser Stelle, dass... Ist dort das Immunsystem? Bro, ja, überall ist es. Also so genau habe ich noch nie nachgeschaut. Alter, ich schwitze mir da einen ab. Ja, es ist so scheiße heiß, wirklich. Ich schwitze mir einen ab. Du hast einen nassen Arsch. Oh mein Gott, Alter. Ja, ich schwitze mir wirklich einen ab. Scheiße. Also ich glaube, jetzt müssen wir Also dann das das ist einfach wirklich aus hure Sicherheitsgründen müssen wir das beenden. Aber was ich auch wollte sagen, eben so in den Wintermonaten, egal ob das jetzt ein geschwächtes Immunsystem, das in der Hose hockt oder wo das genau ist, ich habe noch nie so genau nachgeschaut, aber auch letztes Jahr, und das wollte ich sagen, hat es ja wieder unzählige Tausende von Corona-Fällen gegeben. Und dann war es plötzlich kein Thema mehr gewesen. Ja. Und in dieser Zeit, das ist ja immer am Anfang der Tagesschau, am Schluss der Tagesschau, vor dem Wetter, nach dem Meteo, vor, weißt du, also meine Grossmami, die hat nichts anderes gewusst. Hast du gesehen, Nils, eben gestern 12'000 Neujahr, das ist schon noch 12'000 ist mehr als 10'000, nochmal auf einen Tag vorne. Und halt einfach so, dass wenn dir jemand genug lang einredet, Scheiße, dir geht es nicht gut, irgendwann geht es halt wirklich nicht mehr gut. Mhm. Und das hat man jetzt, glaube ich, halt auch gemerkt, dass Leute die Heime behalten, nicht zur Arbeit schicken, nicht mit Kollegen, mit diesen 5 Personen und maximal 2 Haushalten und so. Klar, die Leute haben sich jetzt nicht angesteckt mit dem Virus, aber auf die andere oder vielleicht dann eben auf einen kalten Stein angehockt. Aber die Leute sind einfach die Heime kaputt gegangen im Kopf. Und das hast du in dieser Rechnung, in diesen Zahlen natürlich nicht erfasst. Das sind einfach Corona-Ansteckungen gewesen. Aber es heisst ja immer wieder jetzt so Psychiater, Psychologen, Psychiater, Leute, die dort hingehen. Ich weiss nicht, ob das immer noch von damals, aber das hat so Auswirkungen gehabt. Ja, also ich habe gerade jetzt am Montag, als ich die Zeitung ausgeteilt habe, habe ich einen Fall gelesen, auch bei Aktenzeichen XY, von einer, und zwar die Betrügermaschen von Südafrika, das sind ja ganze Klicken, wo Leute anschreiben, Frauen und so, Deutschland, Schweiz. Das ist durch die Corona-Pandemie ist das ein Milliarden-Business geworden und immer grösser. Und in dieser Zeit hat, und das war dort ein Fall von ihr, sie hat einen Kontakt auf einer Dating-App, weil es sind ja alle die Heime gewesen.
Das heisst, alle sind auf Dating-Apps und sonst so etwas unterwegs gewesen, viel mehr wie sonst. Ergo, all die Leute, die Leute verarschen, haben in dieser Zeit noch viel mehr können die Leute verarschen. Und, Hochsaison. Genau, und sie hat auch so einen gehabt, der dann so eine Geschichte erzählt hat von, ja, er wohnt in Großbritannien und dies und das und er macht Geschäfte aber auch mit Deutschland und zum Geschäftsüberweisungen machen bräuchte er einfach ihr Konto, dass Leute dort drauf überweisen können und sie schickt es dann zu ihm. Jetzt hat die sich über ein halbes Jahr lang Geldwäsche strafbar gemacht, ohne das zu wissen, weil andere Opfer von dem haben auf ihr Konto das Geld geschickt und sie hat es dann ihm geschickt und hat gemeint, sie sei ein Geschäftskollege von irgendwo. So Fälle, so Sachen sind immer grösser geworden und sie sagt auch, sie wäre nie ein Mensch gewesen, der so etwas gemacht hat, aber halt in dieser Zeit. Es geht immer darauf zurück, aber halt in dieser Zeit. Ja, und die Zeit haben wir uns selber eingebrockt. Ich hoffe, dass es ein Learning ist, dass wir gelernt haben, es ist keine Lösung, keine Einschränkungen zu machen und einfach alles zu wüten lassen. Da können wir sicher etwas machen. Aber es ist auch keine Lösung, das ist vielleicht die letzte Ausweg, alle so von der Gesellschaft abzukapseln. Weil dann haben wir einfach noch ein viel grösseres Minus nebendran, wie das, was man mit dem verhindert. Also. Man tut halt den Fokus nur auf eine Zahl lenken und links und rechts schaut man gar nicht. Und ja, das ist auch ein bisschen fahrlässig. Hey, ganz einfach, es hat wieder dieses Jahr ganz viele tausend tote Menschen auf der Straße gegeben, Strassenverkehr. Wir dürfen nicht mehr Auto fahren. Autofahren ist das Problem. Niemand darf mehr Auto fahren. Hey, wir haben gar keine Tote mehr. Haben wir nicht mehr. All die Toten haben wir ausgemerzt. Aber wir haben ganz viele Probleme, weil ganz viele Leute nicht mehr zu ihrem Job kommen. Ganz viel Essen kommt nicht mehr dahin, wo es kommen sollte. Wir haben ein riesiges Problem. Ergo kann man das gar nicht machen. Und wieso nicht? Weil dort Geld dran hängt. Beim anderen war es nur die individuelle Gesundheit. Die hat jeder für sich selber. Also hat der Staat nichts. Ja. Also, nein, eben, wenn es um Geld geht, ist die Frage völlig klar. Nutzen und Ding, dann wägt man es ab. Hat unsere Lösung nicht mehr Schaden? Aber dort war es wie man gesagt, nein, wir müssen jetzt handeln, sonst sterben wir alle aus. So, wie wenn das Thema gewesen wäre. Wie wenn es jemals darum gegangen wäre, dass wir alle aussterben. Ja. Also es gibt ja wirklich so, Ebola ist, glaube ich, in Afrika ist das ja mal so ein Virus gsi, wo, glaube ich, 80% Mortalität heisst das, glaube ich, oder Mortalitätsrate, ja. Also wenn du dich damit ansteckst, wie viel Prozent überlebt und wie viel rafft es einfach dahin. Und ich glaube, Ebola ist eben richtig ein grusiger Virus gsi, wo wirklich fast alle dahin gerafft hat. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob es 80 Ebola ist eben ein Bakterium. Kann auch sein, ja. Das ist so ein Wurm. Da gibt es ganz schlimme Bilder. Also da gibt es so 1000-mal vergrössert. Ja, sieht natürlich. Aus wie ein Wurm. Ja, natürlich. Nein, das ist nicht so ein Regenwurm. Nicht so ein Bandwurm. Ja, so genau. Ein Kilometer ist gut. Dann ein Meter lang wird die dir drin und dann ziehen sie dir zum Arsch aus. Oh Mann, es ist wirklich hure heiß in diesem Scheiß. Es ist hure heiß, Alter. Sauna da drin. Aber da hast du eigentlich schon früh gesehen, hey, das Virus, das ist für gewisse Menschen, eben geschwächtes Immunsystem oder sonst Vorbelastungen. Es ist gefährlich für diese Leute und auf die muss man Rücksicht nehmen. Aber für, ich sage jetzt einfach, 75% der Menschheit sollte es unbedenklich sein. Das Ding ist, für das, die speziell Gefährdeten bei Corona sind halt auch die speziell Gefährdeten für alle Krankheiten gewesen. Weil es ist ja nicht spezifisch gewesen, nur die und die und die, sondern es ist ja wirklich einfach gewesen, alle, die nicht gesund sind. Also alle, die nicht gesund sind oder alt sind, alles, was deine Gesundheit schwächt, sind mehr gefährdet. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du sagst, auf dem Boot sind alle vom Ertrinken mehr gefährdet, die nicht schwimmen können. Ja, logisch. Das musst du eigentlich nicht dazu sagen. Aber wenn du jetzt hingehst und Terror machst und sagst, Jungs, 50% von uns können nicht schwimmen. Wenn wir untergehen, dann können die nicht schwimmen. Titanic 2.0. Ja, das ist ja schon das ist schon das Ausgehen von Schlechten und dann auf das Ausgehen aufbauen. Also, ja. Ja, und was... es wäre höchstens der Rede wert, wenn man sagt, bei dieser Krankheit werden nicht die Schwachen angegangen. Sondern alle. Das müssten wir darüber reden. Aber nicht darüber reden, dass das ist ja eigentlich ein Fakt, der einfach ist. Aber in dieser Zeit war es so, wie wenn das jetzt
eine neue Erkenntnis wäre. Die Alten sterben Ungesunden. mehr an Viren. What? Wow! Noch nie gehört, Alter. Nein, also, ja. Und ich finde Borat einen unglaublich geilen Film. Ich liebe Kasachstan und so. Ja. Seit dem Film weiss ich überhaupt, dass Kasachstan ein Land ist. Und es ist ja alles ein inszenierter Film. Das ist ja ein amerikanischer Schauspieler. Aber als Kind hatte ich auch das Gefühl gehabt, wow, da ist einer von Kasachstan. Und Ist das so. nicht sogar der Adam Sandler? Es ist nicht der Adam Sandler, nein, aber der ein hat anderer nachher- Schauspieler. Und der Adam Sandler hat auch mal so etwas gemacht. Aber Das kann nicht, sein. nicht Borat, sondern Bad Grandpa oder so. der Diktator. Ist ja Adam Sandler. Der Diktator ist der Adam Sandler. habe ich Schon? gemeint. Ja. Ja, auf jeden Fall dort bei Borat, dort in seinem Heimatdorf, Sakawiya oder so heisst das. Oder ist das... Nein, das ist sein Nachname, Sakachuia oder so. Borat Sakachuia. Und in diesem Heimatdorf tut er seine Mami vorstellen. Und das ist halt irgendwie so eine 45-jährige Frau, die 1,40 Meter gross ist und aussieht, als ob die 95 ist. Und das ist halt auch nochmal ein bisschen ein Thema. Wir sind in der heutigen Zeit, wir sind noch nie so alt geworden. Also Ja. die Lebenserwartung und so. Es ist ungewöhnlich, wenn ein Mensch jetzt in unserer Region mit 65 oder so stirbt. Weil Ja. er irgendwie Krebs oder sonst etwas hatte. Das ist etwas Außergewöhnliches. Aber vor noch ein paar hundert Jahren ist man halt mit 40 schon der Älteste vom Dorf oder so gewesen. Ja, also es geht schon zurück. Also der springende Punkt war ja dort einfach Desinfektion gewesen. Wo wir das in unserer Medizin eingebracht haben, sind viel weniger Leute früh gestorben. Sonst ist die Wahrscheinlichkeit, also so wie ich es gedacht habe, hast du auch vor 200 Jahren schon Hunderte werden. Das hat es auch gegeben, aber halt mega selten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du in dieser Zeit etwas bekommen hast, das man nicht heilen konnte, bevor du Hunderte wirst, ist halt viel grösser gewesen. Jetzt ist das halt besser. Plus eben damals, wenn du ins Spital gekommen bist, haben ganz viele Leute einfach das Spital schon nicht überlebt, weil halt nosokomiale Infektionen das einzige Fachwort gefühlt, das ich noch weiss. Also Infektionen, die man sich im Spital holt. Okay. Krankheiten, die im Spital passieren. Also eben, du kommst eigentlich mit etwas rein und gehst mit etwas anderem wieder raus. Das sind nosokomiale Sachen. Okay. Und das hat man mega abdingseln. Weil früher eben hat man es mit Wasser abgewaschen und hat man das Operationsbesteck wieder gebraucht. Ja. Und hat man Krankheiten verteilt, verschleppt für alles. Ein bisschen mit Speuz noch abgewischt. So nach dem Motto, ja. Ja, man hat es halt nicht besser gewusst. Und wo wir das gehabt haben, ist halt auch das, also ist es besser geworden. Plus halt Ernährung, Sicherheit und so, das alles spielt dort rein, dass wir älter werden. Aber es war sicher etwas Spezielleres früher. Voll. Noch geschwind zum Nachtragen. Es ist nicht der Adam Sandler, aber es ist der gleiche wie bei Borat. Aha. Und zwar heisst der Sacha Baron Cohen. Also C-O-H-E-N ist der Nachname. Okay. Sacha Baron, genau. Und der hat Borat gemacht und dann später irgendwann dann Der Diktator. Diktator. Ja. Ja. Es hat ja auch so eine geile Szene gegeben im Diktator, wo der Diktator in diesem kleinen Land, wo er ja eben er ist Diktator in seinem Land gewesen, und er hat gut und schlecht mit dem gleichen Wort ausgewechselt. Ja, mit seinem Namen, glaube ich. Er hat alles mit seinem Namen ausgewechselt. Wie ist jetzt das Wort gewesen? Irgendwie. Er hat alles mit seinem Namen irgendwie ausgewechselt. Wie Hab ist ich das gemeint. Wort? Ja, irgendwie, also so gut, böse, viel, wenig. Ja. Einfach so Adjektiv hat er, hat er mit seinem Namen. Aladdin. Aladdin, ja Aladdin, genau. mit Sie seinem sind Namen. Aladdin positiv. Ja, oder, genau. Sie sind Aladdin positiv, ja. Alles Oder Aladdin. HIV Aladdin. HIV Aladdin. Kann auch sein, ja. Ich weiss nicht mehr, wie es Aber im es ist auf Film. jeden Fall alles Aladdin. Und nachher lacht er zuerst. Ich bin negativ. Wie Oh Aladdin. fuck, meint er positiv? Aladdin. Nein, kann nicht sein. Aladdin. 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 Das ist so geil, ja voll. Ja, das ist ein lustiger Film auch. Wenn er dort die irgendwie Olympischen Spiele oder etwas gewinnt er alle. So, dann rennt er los und bumm, der erste aber geschossen, bumm, der zweite. Und dann so durchs Ziel rein, so Aladdin, Motherfucker.
Hure gut. Dann mit der Rogete. Die Rogete ist mir zu wenig spitzig. Die muss spitziger werden. Ja, genau. Es gibt ganz viele so kindische, eigentlich politisch komplett nicht konforme Sachen. Aber es ist einfach irgendwie auch lustig. Satire. Satire. Das ist eigentlich genau das ist Satire. Ja. Aber ich finde halt Satire geil. Man muss es einfach am richtigen Ort einordnen und wissen, hey, der meint das nicht ganz so ernst und dann ist es auch okay. Satire ist lustig, weil es ja, jetzt muss ich aufpassen, weil ja es eine Meinung verpackt, wo alle wissen, dass sie falsch ist, aber sie ist nicht so falsch, dass man nicht darüber lachen kann. Das ist Satire und das hat bei allem eigentlich eine andere also bei jedem Menschen eine andere Grenze. Die einen sagen, sie können ab dem Moment nicht mehr darüber lachen, wo irgendwie es um Kinder geht oder irgendeine Gewalttat oder so. Und der Witz ist dann auch irgendwann schwarzer Humor so. Und andere Leute finden es halt lustig. Nur was Satire immer hat, es ist die nicht gängige Meinung als dargestellt und das findet man dann entweder lustig oder nicht. Aber er ist ja auch einmal im Laden und da kommt so ein Kind und will einen Schokoriegel. Nachher kickt er einfach das Kind um. Dann kickt er einfach das Kind um, das so in den Laden reinfliegt. Und das findest du einfach lustig, weil jeder Mensch die Reaktion zwar nie so machen würde, aber kann nachvollziehen, was der Gedanke dahinter ist. Nach dem Motto, Digga, bist einfach ruhig, bam! Und das ist dann das Lustige. Und darum ist Satire auch so etwas Geniales. Aber halt nicht... Es hat doch auch noch im Film die Szene gegeben, wo der Diktator mit seinem Kollegen im Helikopter in New York über Manhattan drüber geflogen ist. Und es war so ein 4-plätziger Helikopter. Auf der anderen Seite so ein amerikanisches Ehepärchen, wo ihre Honeymoon, ihre Flitterwoche gerade am Feiern sind. Und dann er und sein Kollege irgendwie in Arabisch 9/11 irgendwie so etwas im Helikopter gerade dort am Durchfliegen. Und sie reden über den neuen Porsche 911. Ja, gut. Und das aber das ist genau, ja, und das Ehepärchen ist schon scheiße, wir sterben jetzt, fuck. Und dabei reden sie über den Porsche. Ja, ich finde es witzig. Mir gefällt so etwas. Ich finde das noch lustig. Eben, ja. Ja, ist halt Satire. Ich sage jetzt auch vieles, und das ist halt das Ding, auch vieles, was wir da im Podcast erzählen. Unsere Meinung, das kann man auch zum Teil als Satire empfinden. Weil die Meinung, die wir da geben, die ist ja am Ende des Tages auch immer irgendwo zum Teil einseitiger, als sie wirklich ist, wenn du es aus anderen Perspektiven betrachtest. Also meistens haben wir ja so Themen, die so speziell sind. Vielschichtig, komplex. Dass wenn du das alles würdest als echte Meinung und genau das anschauen, dann könntest du so einen Podcast gar nicht wirklich machen oder müsstest es anders planen oder viel kürzer machen oder so. Aber das darf nicht der Anspruch sein bei gewissen Sachen. Ja, die Theoriebücher von der Schule führen. Ja, es ist nicht der Anspruch, dass jede Meinung oder jeder Spruch oder alles, was man da bringt, dass der als voll und wahr genommen wird. Und genau das finde ich das Spannende. Auch bei anderen Podcasts oder sonst etwas. Und das ist halt das, was in den Mainstream-Medien immer mehr verloren gegangen ist. Also wird, um den Kreis schliessen auf einen Stefan Büssi und die ganze Diskussion. Es ist einfach die Satire oder das, was halt immer mehr seine Nische hat und nicht mehr so beliebt ist. Aber ich finde es so geil. Ich finde es auch Aladdin. Alles Aladdin, Alter. Ich schwöre, Alter. Alles Aladdin. Alles Aladdin. Ja, den Film muss ich wirklich mal wieder schauen. Ja, der ist lustig. Der Diktator, der ist ja. lustig, ja. Es gibt die nackte Kanone mit dem Leslie Nielsen. Das ist ja ein uralter Film. Ja. Die nackte Kanone, den habe ich auch mit meinen Eltern noch geschaut. Der ist so alt, dass ich den in der Schule mal gehört habe. Ja. Und der hat so viele falsche Sachen irgendwie. Auch, das ist wieder ein anderer Film. Irgendwie ein schrecklich langer Flug in einem schrecklich komischen Flugzeug irgendwie so. Und dort auch hat es so eine Flugszene so im Pilotencockpit gegeben. Und der eine Pilot hat halt
heisst halt Roger, der andere heisst Vector und der andere heisst nochmal irgendwie so etwas. Und Clarence heisst der dritte. Ja. Und nachher wir haben Clarence, Roger. Einfach so über 2 Minuten lang. Victor, Roger, Victor, Clarence. Und es ist so lustig. Gut. Und einfach der Humor, den liebe ich. Und der ist einfach noch bei alten Filmen ist der noch viel präsenter gewesen. Und man hat das auch noch lustig finden. Ja, ich musste denken an American Pie. Genau die das, alte American Pie ist auch genau so etwas. Du hast den Humor, klar ist er irgendwo unkorrekt, aber er ist halt genau darum einfach mega lustig, weil er eben in eine Richtung unkorrekt ist, wie es jeder irgendwo nachvollziehen kann. Also, ob das die Mutter ist mit aufgespritzten Brüsten, die vom anderen bumst wird, oder in blöd gesagt eigentlich verführt oder schon fast misshandelt, so wie das dargestellt wird in der Serie oder in den Film. So lustig, aber natürlich so realitätsfern. Oder halt der Kuchen, der dann plötzlich ein Loch drin hat und man kann sich dazu denken. Das ist wirklich die beste Szene, Alter. Das finde ich so eine lustige Szene, wenn er so mit dem Warmen, er redet irgendwie mit einem Kollegen über das Bumsen und dass sie noch nie bumst haben und dann läuft er mit dem warmen Kuchen läuft die Mami in die Küche rein und sagt, hey, ich gehe noch weg und stell den Kuchen dort an. Und du siehst an seinem Blick in den Kuchen, siehst ihm an, er hat irgendeine dumme Idee. Und dann tut er langsam mal den Finger so rein, so 2 Finger und dann so langsam bewegen und dann plötzlich nächster Schnitt Unterhose drunter und er liegt einfach auf dieser Mittelkonsole mit dem Schwanz versorgt in diesem Kuchen rein. Ich habe mir einen Schaden gelacht. Und ich würde mir heute noch einen Schaden lachen. Weil es einfach lustig ist. Weil es einfach lustig ist. Aber drum, du müsstest eigentlich, was ich letztes Mal schon gesagt habe, Ananas Express zum Beispiel oder der Interview, einfach all die Filme vom, ich weiss gerade den Namen nicht mehr, fällt mir dann sicher wieder ein, aber das sind genau eben auch so Humor. Das ist auch der Humor. So, sie kommen bei dem Interview als erste Amerikaner ein Interview beim koreanischen Diktator über. Ein nordkoreanischen Diktator über. Und das ist ein junger Typ, der alles einfach das Geld ausgibt und hops nimmt. Und er fängt an mit denen reinrauchen und dann hockt es dort. Und dann kommt irgend so ein General oder etwas, irgendwie so. Und tut auch so eine mega ernste Frage stellen mit so, ja, sollten wir die vernichten oder nicht? Der eine schaut den Diktator an, der andere schaut ihn an. Beide fangen voll an lachen und sind völlig so, wir sind viel zu drauf für den Scheiß. Es ist eben dämliche Comedy und irgendwo völlig überspitzt und alles, aber zu lustig. Also sich nicht zu fest selber ernst nehmen. Mhm. Ja, die nehmen sich gar nicht ernst, die Filme. Die sind richtig so, ja, so schon fast Blödsinn, weißt du? Einfach wirklich Blödsinn. Ja, schon fast Scary Movie Niveau. Scary Movie, ganz geil. Scary Movie ist natürlich nochmal etwas Spezielleres und nochmal fast geiler oder ikonisch in dem, was sie halt gemacht haben. Diesen Horrorfilm verarschen. Mhm. Das ist auch zu gut. Oh, allerletzt und nachher können wir den Podcast langsam zu einem Abschluss bringen. Aber Filmempfehlung von Nils: Hot Shots. Oh. Hot Shots. Es gibt 2, so viel mir ist, Hot Shots. Im ersten ist Top Gun mit dem Tom Cruise verarscht worden. Und im zweiten Hot Shot ist Rambo verarscht worden. Und da gibt es die geilsten, lustig. So geil. Also vom Rambo weiss ich gerade eine Szene, ist ich glaube, das ist Vietnam, wo der Rambo unterwegs ist. Weiss ich gerade nicht. Weil Rambo habe ich nie geschaut. Nicht. Aber irgendwo im Dschungel ist der Schauspieler festgenommen worden und so in einem Bambusgefängnis halt eingesperrt worden. Und nachher irgendwann einmal am Abend ist der Gefängniswächter halt eingeschlafen. Und danach merkt er der Schlüsselbund so am Hosendings, am Gürtel montiert,
und es hat so ein Steckchen am Boden gehabt. Und nachher hat er mit dem Steckchen so den Schlüssel vom Gürtel abgenommen und zu sich dingseln. Und dann fliegt der Schlüssel so 2 Meter vor ihm am Boden runter. Und er so, fuck, Scheiße, meine einzige Chance. Jetzt liegt der scheiß Schlüssel 2 Meter weiter vorne. Und danach, das ist so eine geile Kameraeinstellung. Die scheiß Gitter von diesem Bambusding. Er hätte jederzeit rauslaufen können, aber er so, weißt du, rausdingseln, hat dann den Schlüssel wieder zu sich und nachher hat er korrekt das Schloss aufgeschlossen. So geil. So geil. Also Hotshots, absolutes Muss, um mal anschauen. Ich mache gerade den Dreier-Ding voll. Es gibt auch noch einen, der auch so eine Verarschung von so einem Film ist, und zwar «Die Pute von Panem». Bruder, auch Legende-Verarschung von «Tribute von Panem». Und zwar sind all die Gruppen, District, sind Kinofilme. Hangover-Gruppe, Avatar-Gruppe gibt es und so. Und die Nackt-Gruppe gibt es und so. Es ist ein Film, wo du Titten siehst, also gönnt euch. Nein, aber zu witzig. Eben alle in die Arena, weißt, gesteckt und sich zum Umbringen. Und dann dort die Hangover-Dudes. Und ey, es ist so lustig. Geil. Auch, aber halt natürlich völlige Bullshit-mäßig, aber auch total witzig. Also, einfach blöd. Einfach blöd und lustig, ja. Perfekt. Perle? Ja, dann würde ich sagen, haben wir so ziemlich alles besprochen, oder? Genau. Das nächste wird Dusche sein. Ja, und ich muss geschwind zurückrufen am Kunden, der mir noch angerufen hat. Ja, passt. Voll. Aber in diesem Sinne wünscht euch Peace ein out. schönes Wochenende. Nicht zu fest schwitzen, ein bisschen abkühlen, kühlen Kopf bewahren, vor allem nach so einer Folge. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Peace. Ciao zusammen. I got my first real 6-string, bought it at the 5 and dime, played it till my fingers